Ich habe eine kleine Frage. Können Sie mir sagen, wie die Stadt heißt, in der wir uns befinden? Konstanz. Das müssen Sie doch auch wissen. Hallo zusammen! Wir haben ganz viele nette Kommentare von euch bekommen, wo es geheißen hat, dass in unseren Videos teilweise Konstanz falsch ausgesprochen wird. Konstanz. Sie wohnen in Konstanz. Wohnen Sie in Konstanz? In Konstanz. Und zwar wird es oft als Konstanz ausgesprochen. Konstanz. Und ich sage Konstanz. Also jeder sagt es ein bisschen anders. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass das vergleichbar ist wie der Zürcher. Wie würdest du dem Zürcher sagen? Ja, ich kenne ja eben die Stadt Zürich, also würde ich auf Hochdeutsch einfach Züricher sagen. Genau, und da würde es mir die ganze Nackenharzberg stellen. Weil wenn jemand sagt Züricher, dann finde ich so, das ist ganz komisch. Und ich glaube, genau gleich verhält es sich mit dieser wunderschönen Stadt da am Bodensee, und zwar mit Konstanz. Das auf Mundart sagt man einfach Konstanz und auf Hochdeutsch sagt man Konstanz. genau. Aber was ist jetzt richtig? Ist das richtig, wenn man Konstanz sagt, oder richtig, wenn man Konstanz sagt? Wir haben gefunden, wir gehen mal auf die Straße schauen, wie das die Leute da sagen. Wissen Sie, wie die Stadt heißt, in der wir uns befinden? Natürlich. Wie heißt die? Ja, Konstanz. Und ihr könnt gespannt sein, weil sie haben ganz spannende Aussagen gemacht. Mhm. Und was wir aber auch noch herausgefunden haben, ist, dass es ganz viele Orte gibt in Deutschland wie auch in der Schweiz, wo man anders ausspricht, also nicht so, wie man sie schreibt. Und da werden wir uns gegenseitig ein bisschen quizzen. Also, okay, da bin ich schon mal im Norden. Mal schauen. IC-Höhe. Nein. Ja, finde ich verrückt mit diesem W am Ende. Also ich würde trotzdem einfach Horf sagen. Aber du weißt, wie man es richtig ausspricht. So. Also, sind gespannt und bleiben dran. Um herauszufinden, wie man es nun wirklich sagt, wagen wir uns in das natürliche Habitat der Einheimischen. An einem gewöhnlichen Vormittag unter der Woche schleichen wir uns an den Hafen Konstanz. Geduldig beobachten wir das Verhalten der lokalen Bevölkerung. Mit etwas Glück lassen sich einige Exemplare zu Lautäußerungen hinreißen. Spontane Antworten direkt aus freier Wissen Sie, Wildbahn. wie die Stadt heißt, in der wir uns befinden? Natürlich. Wie heißt die? Ja, Konstanz. Wieso? Weil wir machen gerade eine Umfrage. Wir haben einen YouTube-Kanal und der heißt Konstanz Kreuzing Grenzenlos, und wir haben ganz viele Kommentare gekriegt, dass wir Konstanz falsch aussprechen. Wenn ich zum Beispiel Hochdeutsch spreche, dann sage ich Konstanz, und wenn ich Schweizerdeutsch rede, sage ich Konstanz. Okay. Und Sie haben jetzt auch Konstanz gesagt. Ja. Sind Sie hier geboren? Nein, Aber, aber Sie haben hier in sich der das, Gegend. aber deshalb sagen Sie mit dem SCH Konstanz. Genau. Ich habe eine kleine Frage. Können Sie mir sagen, wie die Stadt heißt, in der wir uns befinden? Konstanz. Das müssen Sie doch auch wissen. Wie heißt die Stadt, in der wir uns hier befinden? Konstanz, die schöne Konstanz am Bodensee. So schön. Und ich komme gerade mit dem Zug von Hegner und mache meinen schönen Tag heute mit dem Schiff Ausfahrt. Super. Wie finden Sie das, wenn manche Leute Konstanz sagen und nicht Konstanz? Ist das falsch oder? Manche machen es anders, wie es üblich ist. Sind Sie hier auf die Welt gekommen, dass Sie Konstanz und nicht Konstanz sagen? Ja. Nervt Sie das, wenn andere Leute sagen, es heißt Konstanz? Nein, die dürfen ausreden, wie sie wollen. Wie heißt die Stadt, in der wir uns hier befinden? Konstanz. Ah! Und wurden Sie auch schon mal korrigiert, dass es ja Konstanz heißt, ausgesprochen wird? Ja, sogar in Ansprachen, die ich gehalten habe. Ah, was für Ansprachen? Zur Examensfeier. Ah, wow. Wo kommen Sie ursprünglich her? Aus dem Schwarzwald. Ah, und da trotzdem dann mit dem ganz hochdeutschen... Trotzdem mit dieser, ja. Ich war eben auch schon in anderen Regionen in Deutschland. Ja. Wie heißt die Stadt, in der wir uns hier befinden? Konstanz am Bodensee. Sehr schön. Sind Sie hier aufgewachsen oder? Ja, Okay. Heimatstadt. Und nervt Sie das, wenn Zugezogene wie zum Beispiel ich eher so Konstanz sagen und nicht Konstanz? Nö, eigentlich nicht. Können Sie mir sagen, wie die Stadt heißt, in der wir hier sind? Konstanz. Sind Sie aus der Schweiz oder aus Deutschland? Ah, okay. Und wie heißt die Stadt auf der anderen Seite? Kreuzlingen. Wissen Sie, wie man es auch auf Hochdeutsch aussprechen, die beiden Städte?
Da bin ich nicht sicher. Also Kreuzlingen, Konstanz, so ja. Also, Genau. selbst für Schweizer ist die Sache nicht ganz eindeutig. Was er allerdings perfekt ausgesprochen hat, ist die Nachbarstadt von Konstanz, nämlich Kreuzlingen. Gut, er hatte als Schweizer natürlich Heimvorteil. Doch können auch die Einheimischen aus Konstanz Kreuzlingen, aka Rützlinge, korrekt aussprechen? Und wie sagen Sie zu der Stadt hier auf der anderen Seite der Grenze? Schweiz. Das hören wir uns später an. Zuerst schalten wir zu unserer Sprachwissenschaftlerin Marie, live aus dem Seeburg-Park, wo sie für uns klärt, was nun eigentlich richtig ist. Genau, also die Frage, ob es eben Konstanz heißt oder Konstanz, da beschäftigen wir uns ja mit dem ST in der Wortmitte. Wird es nun st ausgesprochen oder st? Und auf Hochdeutsch ist es eben so, dass alle ST-Laute in der Wortmitte mit diesem stimmlosen S ausgesprochen werden, also st. Und nur am Wortanfang, zum Beispiel bei Stein, wird es eben wie st ausgesprochen oder manchmal auch in der Wortmitte, ist aber keine richtige Wortmitte, also zum Beispiel bei bestatten oder sowas, weil eben B die Vorsilbe ist und dann statten, also das ist sind dann praktisch so ein bisschen wie zwei Wörter, weil das eine die Vorsilbe ist. Aber ansonsten ist es eben immer st. Und bei den alemannischen Dialekten, wo wir uns ja hier am Bodensee eben befinden in dem Sprachraum, da werden einfach alle STs werden immer wie st ausgesprochen. Deswegen sagt man eben Konstanz. Genau, wenn ich jetzt also auf Hochdeutsch sage, auch die Konstanz zum Beispiel, das Wort gibt es ja auch, da würde ich auch niemals irgendwie Konstanz sagen, sondern auf Hochdeutsch eben immer st sagen. Und natürlich heißt es aber eben dann in der Mundart oder im Dialekt Konstanz. Richtigerweise. Jetzt wissen wir also, auf Hochdeutsch sagt man Konstanz und in der Mundart Konstanz. Aber Konstanz ist längst nicht die einzige Stadt in Deutschland, deren Aussprache nicht ganz so klingt, wie sie geschrieben wird. Marie hat mich deshalb ein wenig getestet. Aber seht selbst. Also ich habe der Vera jetzt ein paar deutsche Städte rausgesucht, die man anders ausspricht oder wo es auf jeden Fall andere Aussprachen gibt, neben der Schriftform. Und dann schauen wir mal, was sie glaubt, wie diese Orte ausgesprochen werden. Der erste ist dieser. Okay. Das muss ich jetzt richtig aussprechen, sonst bist du böse. Ja, Magdeburg oder so, oder Magdeburg oder irgend so etwas. Irgendwie hätte ich es gegen anders ausgesprochen. Genau, also Oder Magde. so richtig in der Mundart sagt man Magdeburg. Das ist übrigens meine Heimatstadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und ja, und so jetzt auf Hochdeutsch würde man dann einfach Magdeburg sagen. Auf jeden Fall muss das A kurz ausgesprochen werden und darf nicht lang ausgesprochen werden. Also sonst knallen wir euch auf. Aber es ist wie die aber die Markt würde ich ja mit langem A. lang aussprechen. Ja, auf jeden Fall Magdeburg immer mit kurzem A, sonst werden euch die Magdeburger was erzählen. Okay, gut. So, die nächste Stadt ist diese. Okay, da bin ich schon mal im Norden. Mal schauen. Itzehoe. Nein, eben nicht. Hier haben wir es nämlich mit einem Dehnungs-E zu tun am Ende von dem Wort. Also sagt man Itzehoe, weil das, Ahoi, aho. weil das E am Ende einfach das O lang machen soll. Also einfach Itzehoe. Und natürlich gibt es heutzutage in der deutschen Sprache das Dehnungs-E nicht mehr. Aber früher gab es das anscheinend mal und deswegen ist es im Ort noch so vorhanden. Da bin ich auch schon mal. Also dann wäre das dementsprechend Bad Oldesloe. Bad Oldesloe, genau. Oldesloe. Also Vera hat das Prinzip verstanden. Yeah. Das Dehnungs-E macht das O lang. Jetzt haben wir diese Stadt. Duisburg. Duisburg, genau. Also jeder kennt irgendwie die Stadt und weiß deswegen auch, wie sie ausgesprochen wird. Aber die Schreibweise ist schon lustig mit dem UI. Also man würde ja normalerweise dann Duisburg sagen oder so. Aber ja, das UI so ausgesprochen scheint irgendwie eine alte niederländische oder deutsche Form zu sein. Okay. Die sich ausgerechnet bei Duisburg noch so erhalten hat. Dann haben wir das hier. Okay, dort bin ich noch nie. Ich auch nicht.
Grevenbroich. Nein, hier haben wir es jetzt auch wieder mit einem Dehnungsvokal zu tun. Das I ist ein Dehnungs-I und deswegen wird das O davor lang ausgesprochen. Also Grevenbroich. Nein, einfach das I gar nicht sprechen, Aha, das ist nur zum Dehnen Grevenbroich. da. Aha, Grevenbroich. Genau. Grevenbroich. Also irgendwie gibt es in so Ortsnamen noch so alte Dehnungsvokale, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Dann haben wir mal das hier. Kann ich nicht. Künzelsau. Nein, das spricht man Künzelsau aus. Also das Au ist eben wie in vielen Orten, das bedeutet Aue, Wiese. Früher war da mal eine Wiese und jetzt ist da Künzelsau. Also hat keine Sau dort. Gut. Ja, das auch. Nein. Da bin ich schon gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mit den Leuten geredet habe, wie ihre Stadt heißt. Ja, Neckarsulm. Ja, das wäre jetzt das Pendant zu Künzelsau, aber bei dem Wort ist es dann Neckarsulm. Und ich habe das auch irgendwie immer falsch gedacht, weil Ulm ja auch gar nicht so weit weg ist, habe ich das auch irgendwie damit immer in Verbindung gebracht und immer gedacht, ah ja, Neckarsulm oder so. Aber es leitet sich eben ab von den beiden Flüssen. Ah, Neckar und die Sulm. Genau, der Neckar und die Sulm und deswegen Neckarsulm. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man dort vor Ort ist. Ein deutsches Bundesland. Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Genau, normalerweise wird ja CK macht ja immer den Vokal davor kurz, so wie bei Wecker zum Beispiel. Aber das ist jetzt bei diesem Wort nicht der Fall, sondern hier ist wieder ein Dehnungsbuchstabe, nämlich das Dehnungs-C. Und deswegen wird es anscheinend Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. Das finde ich zwar jetzt auch nicht so besonders schön. Aber dann gibt es noch die andere Abkürzung, die Sie auch gesagt haben. Genau, MacPom sagt man auch so als Abkürzung. Okay. Finde ich auch nicht so besonders schön. Ich denke dann an so Pommes frites. Genau. Es ist einfach zu lang, Mecklenburg-Vorpommern, deswegen MacPom. Wissen auch die meisten, was dann gemeint ist. So, dann wieder in eine ganz andere Ecke von Deutschland. Ja, da bin ich schon mit dem Velo. Dort bin ich entlang gefahren, also Saar-Louis. Ja, genau. Also Saar ist ja der Fluss und Louis ist vom französischen König. Man kann natürlich auch sagen Saar-Louis. Genau, also ja, viele, die das irgendwie nicht kennen, die würden Saar-Louis vielleicht sagen oder so. Aber das ist eben ja, ganz nah an der französischen Grenze und nach dem französischen König. Mega schön, dort zum Velofahren. Kann ich benannt. übrigens empfehlen. Dann hätten wir noch das hier. Ja, Ziesar. Ziesar. Keine Ahnung warum, aber dieses kleine nette Kaff in Brandenburg spricht man irgendwie Ziesar aus. Es leitet sich von irgendeinem slawischen Wort ab, habe ich nachgeschaut, aber ich habe dann trotzdem nicht so ganz verstanden, Oder weil der es dann Cäsar trotzdem... dort war und er etwas gezogen hat. Zieh! Und dann hat das C einfach Ziesar. Genau, ist auch eine Autobahnabfahrt, deswegen manche kennen das so aus dem Verkehrsfunk. Ziesar, Stau zwischen Ziesar und Wollin. So. Da bin ich noch nie gewesen, aber das ist einfach Vaihingen. Vaihingen, genau. Das habe ich nämlich früher falsch gemacht. Schande auf mein Haupt. Ich habe also früher mal gedacht, es wird Vaihingen ausgesprochen, weil man ja zum Beispiel auch Vase sagt oder Vera sagt. Aber genau, bei der Stadt wird auf jeden Fall wie ein F ausgesprochen. Vaihingen, ganz wichtig. Hier haben wir noch diese Stadt in Sachsen. Leipzig oder so. Leipzig, genau. Also Tagesschau würde auf jeden Fall auch einfach Leipzig oder Leipzig, das je nachdem, sagen. Aber so der richtige, breite sächsische Dialekt heißt Leipzig. Leipzig. Genau. Okay. Schöne Gut, Kurzfassung. dann merke ich mir das. Dort werde ich nämlich mal Velo fahren. Dort muss ich mir das merken. Ja, dort bin ich auch schon gewesen, auch mit dem Velo. Dort ist es ein bisschen hügeliger. Stuttgart. Stuttgart, ja, würde ich auch sagen und ist auch in Ordnung so. Aber die Ortskundigen, die alteingesessenen Schwaben, die sagen auf jeden Fall Stuttgart oder so in der Art. Also ich kann es natürlich nicht perfekt, aber ja, so in der Art, Stuttgart. Okay, ich bin jetzt so gut gewesen. Jetzt testen wir gerade nachher Marie, wie gut sie ist bei der Schweizerdeutsch. Bevor wir jedoch Marie testen, halten wir unser Versprechen.
Wir kehren zurück ins Revier der Konstanzer. Wieder beobachten wir aufmerksam, wie sich die Einheimischen im Gespräch verhalten und prüfen, ob sie wissen, wie man Kreuzlingen korrekt Und wie sagen Sie zu der Stadt hier auf der anderen Seite der Grenze? Schweiz. Die Stadt? Kreuzlingen. Ja, okay. Wissen Sie auch, wie es auf Schweizerdeutsch ausgesprochen wird? Nee. Rützlinge, so ungefähr. Wie heißt die Stadt auf der anderen Seite der Grenze, die in der Schweiz? Kreuzlingen. Und wie spricht man die aus? Auf Schweiz? Kreuzlinge. Das weiß ich da. Da weiß ich nicht so viel von Kreuzlingen, glaube ich. Und wissen Sie, wie man wie man die Stadt auf der anderen Seite der Grenze ausspricht? Oder wie würden Sie sagen? Ich würde Kreuzlingen sagen. Genau. Ja, wird man auch verstanden. Danke schön. Wie sagt man der Stadt auf der anderen Seite von der, auf der anderen Seite von der Grenze der Schweizer Stadt? Ist mir egal. Und wissen Sie auch, wie die Stadt auf der anderen Seite heißt? Überlingen. Nee, auf der anderen Seite von der Schweiz. Auf Kreuzlingen. Und wie spricht man das aus auf Schweizerdeutsch? Weiß ich nicht. Ich spreche Hochdeutsch. Super Ihr Antwort. merkt schon, Hochdeutsch und Schweizerdeutsch enden zwar beide mit Deutsch, aber so einfach ist es nicht. Nur weil man direkt an der Grenze zur Schweiz lebt, heißt das noch lange nicht, dass man die Sprache auch automatisch beherrscht. Marie Deshalb testet. testen wir nun Marie. Ich bin ein bisschen recherchiert und es gibt die ganz viel, die auch relativ ähnlich sind wie halt Zürich oder Zürich. Aber ich habe gefunden, das ist viel zu einfach, weil wir haben da eine Sprachwissenschaftlerin vor uns. Also machen wir es ein bisschen schwieriger. Wir fangen mal an mit dem ersten. Ja, finde ich verrückt mit diesem W am Ende. Also ich würde trotzdem einfach Horf sagen. Aber du weißt, wie man es richtig ausspricht. Nee. Horb. Man sagt es mit einem B. Ach so, okay. Das So ist wie Horb am Neckar. Genau. Ich kann jetzt aber nicht überall sagen, wieso man was ausspricht. Also ich habe nur herausgefunden, dass es einfach dass ja von der Mundart kommt und weil man halt Sachen so ausgesprochen hat und dann hat man sie dann irgendwie anders geschrieben. Genau, deshalb geht es jetzt ein bisschen schneller. Das nächste im Kanton Aargau. Sind's. Seis. Also mit EI, S-E-I-S. Seis. Das kenne ich sogar, dort bin ich ganz in der Nähe aufgewachsen. Also deshalb habe ich jetzt ganz viele Leute bei mir, dort, wo ich meine Lehre gemacht habe, die dort gewohnt haben. Und die haben mir immer gesagt, das heisst nicht Sins, das heisst Seis. Ganz, ganz wichtig. Gut. Hochdorf. Gibt es in Deutschland auch ganz viele. Deswegen Hochdorf. Das heisst Hofteren. Und ich hatte eine Brieffreundin, die in der Nähe dorthin gekommen ist. Und die hat mir das mal erklärt, dass das so heisst. Warum Aber auch immer. Oder ja. Hofteren. Ja, Mundart. Ja, viele Sachen haben eben früher wie anders geheißen und dann sind sie vielleicht eingedeutscht worden oder so. Ja. Genau. Dann sind wir wieder so ein bisschen im Luzernerischen dort umeinander. In Wil. Eibu. E-I-B-U. Keine Ahnung, also das verstehe ich nicht. Also wenn du das weißt, oder allgemein, wenn du irgendeines von diesen Wörtern kennst, also von diesen Dörfern kennst und weißt, wieso sie so heißen, sag es uns. Das ist eins im Kanton Thurgau, nicht weit von Kreuzlingen entfernt. Busnang. Buslig. Also viele so Sachen mit ANG am Schluss, sagt man ein IG am Schluss. Ja, warum dann das L da noch sich dazwischen Da kann man gemogelt hat, grad das schauen. ist mir ein Rätsel, aber... Ja, dann Gachlig. Genau. Aber es ist nicht überall so. Das da? Beinwil. Nee, was? Benwil. Sie kann meine Schrift nicht lesen. Bembel. Oh Gott. Keine Ahnung, wie man auf das kommt. Mal schauen. Musnik. Also Hochdorf war ja Hoftere oder sowas, dann sage ich jetzt irgendwie so Burgtere oder... Burgdorf. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch noch nie gehört. Und ich bin schon oft in Burgdorf gesehen. Ich sage immer Burgdorf und bis jetzt ist niemand hässlich geworden. Dann haben wir das nächste. Tilsere. Das ist nicht so viel, einfach Thielsdorf.
Okay. Einfach so mit Shit. Ja. Hä? Affoltere am Albis. Also ja, man sagt, es ist Affolter, aber ich bin dort ganz in der Nähe aufgewachsen und wir haben immer gesagt Afzgi. Verrückt. Dann das nächste, Kanton Zürich. Embrach. Embri. Embryo. Keine Ahnung. Embri. Mit Ä. Das nächste, Wieslinge. Wieslig. Und interessant ist, dann müsste ja Kreuzlingen, Kreuzling oder so heißen. Aber Kreuzlingen heisst wirklich Kreuzlingen. Ich habe das auch ein bisschen nachgeforscht. Es gibt einen mega coolen Bericht darüber. Wir verlinken euch den in der Description vom Schweizer Radio. Und Kreuzlingen hat einen ganz langen latinischen Namen, den ich jetzt nicht kann. Aber kurz hat es einfach geheißen, das Gasthaus Kreuz. Also das Hospiz, das es da gegeben hat, das ist Gasthof Kreuz gewesen. Und das hat alle Leute auf der Welt da beherbergt und eingeladen. Also eigentlich heisst Kreuzlingen ist die Stadt, wo kommt, wir sind offen für alle, kommt zu uns und haben es bei uns schön. Und eines steht fest. Schön ist es hier wirklich. Ganz egal, wie man die Städte rund um den Bodensee ausspricht. Damit kommen wir zu unserem Fazit. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, ob man jetzt Konstanz oder Konstanz sagt. Und es kommt eben darauf an, ob man Mundart redet oder ob man Hochdeutsch redet. Und wir haben für uns entschieden, dass wir auf unseren Videos weiterhin die Sprache einfach durchgängig reden, wo wir am Reden sind. Also wenn wir Mundart reden, dann sagen wir Konstanz. Und wenn wir Hochdeutsch reden, dann heißt es einfach Konstanz. Genau, und allgemein sind wir natürlich absolut dafür, dass Mundart gepflegt wird, dass es weiter erhalten bleibt. Das ist super was Schönes, ein ganz starkes Kulturgut. Also sagt alle fleißig Konstanz auf jeden Fall. Nur wenn ich irgendwie so im Hochdeutsch drin bin, dann fällt es mir ehrlich gesagt irgendwie schwer. Und dann bin ich halt wie so ein Tagesschausprecher und sage halt Konstanz. Also nehmt es mir nicht übel. Genau. Und ja, wie Marie schon gesagt hat, uns ist mega wichtig, dass man eben die Mundart behaltet. Deshalb ist auch unser Kanal vielleicht noch, wir haben gar nicht darüber richtig geredet, dass ich einfach immer Schweizerdeutsch rede. Und Marie untertitelt es für die, die wirklich von ein bisschen weiter weg kommen und ein bisschen Mühe haben mit meiner Mundart. Weil Mundart, das wissen alle Schweizerinnen und Schweizer, die jetzt zuschauen, ist nicht gleich Mundart. Also es gibt kein Standard Schweizerdeutsch. Das ist immer ein bisschen anders. Jedenfalls finden wir es toll, dass ihr uns mit so Kommentaren bereichert und wir dann Videos daraus machen können. Genau. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann gebt uns ein Like. Macht weiter so, schreibt fleißig weiter Kommentare, wir freuen uns darüber. Und genau, lasst uns weiterhin die große Vielfalt hier leben. Genau. Dann abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt von Konstanz und Kreuzlingen. Und ich könnt das auch jederzeit gerne ein Super Thanks geben. Und bis dann, tschüss. Oder wie sagt man dann? Auf Schweizerdeutsch sagt man auch Ade. Ade, genau, Ade. Aber wir sind ja nicht per se, das sagt man nur eigentlich so in der Sie-Form. Ja. Also tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. Also seht, Marie übt schon flüssig. Ciao. Tschüssikowski. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Kakao. Also auch da kann man eine endlose Liste führen. Also wir verabschieden uns und wir gehen jetzt das schöne Wetter noch genießen. Also tschüss. Ciao.